Ein junger Schäpmann. Der steht ganz fern beim Schäpp und beobachtet die Wald um sich. Er beobachtet, was am Meer verjingt und sich schwammt es dort durch den Wasser. Aber einmal fallen bei, wenn er da steht und über sein Leben nur dacht, er will sich ein bisschen Spaß treiben. Er holt sich eine Ladje Beutel, ein Stück Papier und schreibt dann ab, wenn du eine Schmacke phänomenal bist, dann schreib mir einen Brief. Und er schreibt ihm seine Adresse an. Er rollt den Zadel taub, stoppt ihn in den Beutel rein und schmeißt ihn am Wasser ab. Sie schwammen wieder. Und was der Luther, nicht sehr lang Luther, kommt da ein kleines Boot, ein Fischermann, was er fischen wird, und er fängt diese Beutel dort am Wasser. Er nimmt den Beutel in sein Boot rein, nimmt den Zadel dort und liest dort. Wenn du eine Schmacke mir bist, dann schreib mir 3. Er nimmt sich den Zadel mit nach Haus. Dies seine junge Tochter erwartet einmal. Und wenn sie dann kommt, sagt er zu seiner Tochter, ich habe dir ein Geschenk gebracht. Sie nimmt den Zadel, liest dort. Und er kommt dort mit Lachrig für. Aber nun ein paar Leute, die nur denken, was sie sich einig sind, was diesen Jungen im Brief schreiben. Sie der dort, und steht hier, Luther, kriegt sie im Brief 3. Und so gehen die Brief an und 3. Nun, in gewisser Zeit kommt das Junge und besiegt er, und das gibt ein gutes Freundschaft durch. Nur 2 Jahre gibt es Chaos. In diesem Jahr, wie seine Frau, dass sie diese Zadel, diesen Urach, diesen Brief gekriegt hat, dann mal von der Beutel haben Wutter. Und dass sie da was mit getan hat, dass sie das nicht bloß heute Tag gelassen. Nur wir erleben Frau und glücklich für die ewige Zeit von ihr Leben. In dieser Weihnachtszeit habe ich nur das gekriegt. In Johannes Kapitel 10, Vers 9 sagt Jesus, ich sende dir, wer durch mich nennt, der kriegt ewiges Leben. Wer durch mich nennt, der wird im Himmel sein. Eine Frau nodig, ein feiner Sadel, eine feine Botschaft, die wir gekriegt haben. Und Jesus wird geboren in dieser Weihnachtszeit. Was tun wir mit dieser Botschaft? Hast du da was mit getan? Die Botschaft ist für dich da. Jesus ist geboren, Jesus ist der, und wenn du wirst im Himmel kommen und du wirst gerat sein, dann musst du Jesus annehmen. Was ist mit der Botschaft? Was tut ihr mit der Botschaft? Lassen wir das bloß Tag und lassen diese Weihnachtszeit nach einer so einer Weihnachtszeit sein, als viele gewahr sind? Oder nehmen wir diese Botschaft ernst und tun da was mit? So ist ja im Jahr dort. Wenn dort wird uns Leben froh und glücklich merken. Aber wir können nicht entscheiden, das bloß Tag zu lassen. Und nach einer Weihnachten mehr haben als viele andere und nicht tun mit dieser Botschaft, dass Jesus geboren ist und Jesus nicht annehmen an uns Wort. Aber die Folgen werden sehr verschieden sein. So ich spreche die Motto, diese Botschaft, dass Jesus geboren ist, dass Jesus der ist, dass Jesus der Wahrheit ist, nur der Ewigkeit, die kämpft die. Was tust du mit? Nimm das an und du wirst ein frohes, glückliches Leben haben, nur dem. Frohe Weihnachten.